Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum, was war's, 14. Bundesligaspieltag, 2:1 bei Mainz 05 verloren. 2:1, völlig zu Recht verloren. Ja, spiegelt das Spiel komplett wider. Das eine Tor, ja, das war ein Geschenk für uns. Wir hätten heute kein Tor erzielt, oder wahrscheinlich. Wir waren in allen Belangen unterlegen heute. Es war unser schlechtestes Spiel unter Vincent Kompany. Mainz war viel, viel besser, war viel, viel galliger, war viel, viel fickriger in den Zweikämpfen. Klar kann man jetzt das ganze Thema abhaken und sagen, ja, wir haben so viele Spiele, wir sind nicht fit. Ganz ehrlich, da sind wir bei derselben Geschichte wie letzte Saison. Wenn das ein Argument sein sollte, dann stell halt junge Spieler auf. Na, dann stell einfach mal junge Spieler auf und nicht irgendwelche Spieler, die völlig überspielt sind. Dafür hast du junge Spieler. Die saßen heute alle auf der Bank, dann hätte man sie einfach mal von Anfang an aufstellen sollen. Ja. Wir haben nach dem 2:0 weiter ohne Stürmer gespielt. Wir wechseln einen Stürmer ein auf die linke Seite. Ja, du hast einen super jungen Stürmer draußen, dann stell ihn doch vorne rein, Alter. Und dann hau doch mal Flanken rein, dann gucken wir doch mal, was passiert. Ja. Aber es war ja kein Stürmer auf dem Feld. Was erwartet man denn dann? Also, Katastrophe, ja. Wie gesagt, ich lasse das Argument gelten, dass wir viele Spiele haben, dass wir müde waren, körperlich wie physisch, physisch wie psychisch, alles gut, ja. Kannst du als Argument bringen, gar keine Frage. Und wenn dem aber so ist, dann habt doch mal die Eier und werft doch mal ein paar Jugendspieler rein in so ein Spiel. Ja, was hätte denn jetzt anders laufen sollen? Ja, außer dass du mal ein paar da auf dem Platz gehabt hättest, die vielleicht mal dagegen gehalten hätten. Weil das war heute keiner. Ich habe nicht einen Spieler gesehen, der dagegen gehalten hat. Vielleicht Conny Leimer. Ja. Sonst hat kein Spieler dagegen gehalten in irgendwelchen Zweikämpfen, sonst irgendwas. Wir haben uns komplett abkochen lassen. Ja. Katastrophe. Auch alle, die eingewechselt wurden. Katastrophe. Also. Ja, deswegen, wie gesagt, da ist nichts, worüber man sich aufregen muss. Wir haben völlig verdient 2:1 verloren. Glückwunsch an Mainz. Haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Von Minute 1 an. Ja. Wir haben es ganz selten mal geschafft. So 10 Minuten in der ersten Halbzeit, so 5 Minuten in der zweiten Halbzeit, dass wir mal unser Spiel aufgezogen haben und den Gegner mal in der eigenen Hälfte hatten. Ansonsten hat Mainz immer rausgeschoben, hat uns immer angelaufen, immer unter Druck gesetzt. Josh hat die Josh-Dinge gemacht heute, weil er damit gar nicht klarkommt. Das ist nichts Neues. Das Problem heute war, dass Pavlo absolut nicht im Spiel war. Musiala wurde komplett aus dem Spiel genommen. Ja, und dann geht halt nichts. Ja. Das ist das Fazit zum Spiel. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja. Das ist heute hier kurz und schmerzlos, Leute. Gut, werfen wir einen Blick in die Statistiken rein. Da bin ich mal auf die Zweikampfquote gespannt, die hier so steht. Ja, wenn ich die sehe, die hier steht, Alter, nie im Leben. Also nie im Leben. Also erstmal Ballbesitz, 31:69. Fouls 21:12, Zweikampfquote 43:57. Das kann nicht stimmen. Sonst habe ich ein komplett anderes Spiel gesehen. Ja. Ich weiß nicht, was hier als Zweikämpfe gewertet wird. Wir haben gefühlt nicht einen wichtigen Zweikampf gewonnen heute. Ja. Also diese Zweikampfquote kann nicht stimmen, Alter. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber gut. Schüsse aufs Tor 4:1. Schüsse insgesamt 8:13, Ecken 3:2, angekommene Pässe 203:548, Flanken 7:15. Schüsse insgesamt, Sané 4, Ulisse 3, Kimmich 2, Torschuss Holland haben wir nicht, gewonnene Zweikämpfe, Ulisse 11, Kim 8, Sané 7, Ballkontakte 126 Kimmich, 118 Kim, 76 Leimer. Gut, hier siehst du ja schon, was als Zweikampf gewertet wird, wenn Michael und Leroy da sind. Ja, gut. Sei es wie es ist, gehen wir rein in die Benotung. Vincent Kompany für mich heute Note 5. Ja, wie gesagt, Note 5. Warum? Allein schon dieses mit Conny Leimer als Außenverteidiger. Wir haben es dann auch wieder gesehen, wo er dann als Rechtsverteidiger war. Eine Flanke verhindern, war gar nicht drin. Als Linksverteidiger meine ich in der zweiten Halbzeit. Es war eine Katastrophe. Erste Halbzeit war es okay, weil dann Kimmich oft rausgerückt ist, Leimer ein bisschen mehr in die Mitte gegangen ist, Musiala sich hat tief fallen lassen. Wie gesagt, wenn man sieht, auch so Musiala,
Ja, der war absolut null im Spiel. Wirklich null. Bei Müller genauso, war gar nicht zugegen. Vom Leroy fange ich erst gar nicht an. Ja. Warum gucke ich mir das an? 90 Minuten. Ja. Ich meine, Guerrero brauche ich gar nichts erst zu sagen, oder? Also, man hat nicht reagiert. Man hat dann nach dem 2:0 reagiert, indem man dann in den Eric Dyer rausnimmt und dann Goretzka nach hinten schiebt. Und dann Tell bringt für die linke Seite, um Leroy Sané auf rechts zu stellen. What the hell? Ja. Also ich denke, dass Michael über die rechte Seite um 200% stärker ist wie Leroy Sané über die rechte Seite, auch wenn Leroy dann da zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand und dann den Ball ins leere Tor schieben konnte. Halleluja. Hätten Michael bestimmt auch geschafft. Ansonsten war das gar nichts von Leroy. Ja. Michael in der Mitte haben wir gesehen, die Mitte war dicht. Komplett sinnfrei. Ja. Keine Ahnung, wenn du einen Tell bringst, stell einen Tell vorne rein. Ja. Ansonsten habt ihr Eier und stellen Goretzka meinetwegen vorne rein. Dann hast du übrigens einen, der Kopfball stark ist. Ja, wo wäre das Problem gewesen? Statt einen Eric Dyer runterzunehmen, wenn du eine Viererkette behalten willst, dann lass einen Eric drauf und beorder den Leon Goretzka vorne in den Sturm. Ja, für 20 Minuten und dann mal gucken, was geht. Ja. Oder nehmen Müller raus, der absolut null ein Faktor war. So gar nicht. Ja. Also, nee, das war taktisch heute gar nichts. Leistungstechnisch war das auch gar nichts. Wie gesagt, wenn ich als Trainer weiß und sehe, jo, die Mannschaft ist müde, was man ja hätte sehen müssen dann vor diesem Spiel, dann hätte ich einfach mal ein paar junge Leute aufstellen sollen. Ja, weil die hätten es mit Sicherheit nicht schlechter machen können. Gut, deswegen Note 5. Gut, Daniel hat natürlich das super Pech. Ja? Der zweite abgefälscht, der erste, wo er nicht wirklich glücklich aussieht, konnte er meiner Meinung nach auch nichts machen. Ja, ein Fehler hat er drin gehabt, den Klopper da mit dem Abspiel. Ansonsten war es okay. Würde ich heute noch bei einer 3,5 sehen. Dann, das ist wahrscheinlich dann auch schon mit die beste Note, die wir heute hier vergeben werden, Alter. Gut. Kommen wir zu Conny Leimer. Gut, Conny Leimer würde ich heute auch noch bei einer 4 sehen, weil er noch der war, der sich auch mal gewehrt hat. Ja, er war noch der sich gewehrt hat in irgendwelchen Zweikämpfen. Wenn man aber gesehen hat, was er alles auf seiner Außenverteidigerposition zugelassen hat, dann war das leider auch nicht mehr wie eine Note 4. Ja, man hat wieder gesehen, wo er seine Stärke hat, wenn er da mal in der Mitte ist. Auch das nochmal ein Argument für Companys Note 5. Ja, dass man Conny Leimer auf der komplett falschen Position seit Wochen und Monaten aufstellt. Ja, Katastrophe. Anstatt man da hätte einen Aznu rangeführt, ja, der ein Außenverteidiger gewesen wäre und man mal gesehen hätte, packt der Junge das, packt das nicht. Der Junge, den werden wir nicht mehr wiedersehen. Ja, der wird wahrscheinlich nächste Saison den Verein verlassen, wenn Ito und Stani jetzt wiederkommen. Boe ist wieder da. Also wenn der jetzt keine Spielzeit kriegt, wo wir keine Außenverteidiger haben, wann soll er die sonst kriegen? Ja, ja. Anderes Thema, aber muss man auch mal erwähnen. Okay. Gut, dann kommen wir noch zum Eric. Eric Dyer. Eric Dyer hat das gemacht, was er kann. Für mich eine 4,5. Keine 5. Ja. Ihm fehlt ein bisschen das, was ihn letzte Saison ausgezeichnet hatte, aber wie soll er das ausstrahlen, wenn er, ja, er weiß genau, dass er das 5. Rad ist, ja, und nur spielen wird. Ähnlich wie Müller, wenn irgendwas passiert. Ja. Dass ihm die Spielpraxis fehlt, denke ich, hat man heute gesehen. Aber man hat heute halt auch nicht diese Führungsqualität gesehen, die ihn sonst ausgezeichnet hat, fand ich. Ja, von daher eine 4,5 von meiner Seite. Gut, dann kommen wir zu Minje. Minje hat es heute auch schwer gehabt. Kriegt von mir eine 4. Ja, den Ball beim ersten Tor muss er halt einfach rausköpfen. Ja, ich weiß nicht, was da der Plan war. I don't know, köpf ihn halt einfach weg, anstatt da irgendwie so ein halbes Ding zu machen. Ansonsten noch 1, 2 Zweikämpfe, sah er auch nicht wirklich glücklich aus, aber ja, ist halt auch nicht so einfach, wenn dann
dein Partner wegbricht, der die ganze Zeit da ist. Ja, wenn du Außenverteidiger hast, Guerrero wie auch Leimer, die einfach katastrophal waren in der Defensive und er da immer wieder ausbügeln musste, dann hast du es einfach auch schwer. Ja. Ja, von daher gar kein Vorwurf, aber wir benoten, was die Leistungen waren. Das war Note 4. Gut, damit kommen wir zu Guerrero. Damit gehen wir jetzt rein in die Fünfer-Geschichte. Ja, das ist eine glasklare 5. Ja, die Leistung war eine absolute Frechheit. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, Leute. Da brauche ich gar nicht erst ins Detail gehen. Mittelfeld haben wir King Josua, König Josua. Alter, ja. Ist für mich auch eine 4,5 heute. Das war gar nichts. Quer nach hinten, wenn er gepresst wurde, nicht zu sehen. Hat 1, 2 Riesenklopper drin gehabt. Auch beim zweiten Tor sah er nicht gut aus. Fälscht den Ball dann noch unhaltbar ab für Peretz. Keinerlei Einfluss auf das Spiel, keinerlei Ideen, gar nichts. Es hat von Führungsspieler, von Kapitän sein. Das Einzige, womit er aufgefallen ist, war damit mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, zu meckern. Das ist, wodurch ein Kimmich heute aufgefallen ist. Ansonsten ist er nur durch Fehler aufgefallen, anstatt mal irgendwie positiv. Alle Freistöße, alle Ecken waren eine absolute Katastrophe. Wo er eingeblendet wurde bei Spielstart, habe ich noch gesagt zu Mara, ey, der sieht aus, als wäre der gerade aufgestanden. Ja? Also der war voll nicht bei der Sache. Und das hast du heute auch gesehen. Ja, das war das schlechteste Spiel von Kimmich in dieser Saison. Ja. Gut, dann kommen wir zum Nebenmann, Pavlo. Pavlo geht in dieselbe Kerbe. Ja, muss man ganz klar sagen, auch das war heute gar nichts. Ja. Auch das ist für mich eine 4,5. Auch er hat Zweikämpfe verloren, stand schlecht, viele Ballverluste, konnte das Spiel absolut nicht beruhigen. Das Spiel ganz, ganz selten mal in den Griff gehabt. Beide waren maßlos überfordert mit dem Pressing von Mainz, so dass sich oft schon Musiala hat fallen lassen, ja, aber Musiala hat sich auch fallen lassen, weil er vorne komplett abgemeldet war, nicht einen Ball bekommen hat. Hat er sich ab und wann mal fallen lassen, hatte aber auch keinerlei Einfluss aufs Spiel, aber da sind wir noch nicht, wir sind noch beim Pavlo. Das war heute auch nichts. Kannst du aber auch nicht von ihm erwarten, dass er da jetzt der große Leader dann auf einmal ist. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Da hätte ein Kimmich mehr ins Licht treten müssen. Aber trotzdem, es war nichts von Pavlo. Das muss man ganz klar sagen. Gut, damit geht's ein weiter. Michael. Michael war für mich noch der wenigstens ab und wann noch in Erscheinung getreten ist. Ist ja auch der die einzigste große Chance hatte in der ersten Halbzeit mit dem Pfostenschuss, die er selber schön eingeleitet hat mit dem Ball auf Müller. Er bekommt aber auch von mir heute, Josh 4 habe ich gegeben. Was habe ich? Conny habe ich eine 4 gegeben. Ja, komm, dann gebe ich ihm eine 3,5. Ansonsten hätte ich ihn auch bei einer 4 gesehen. Aber wenn wir das mal in Relation sehen, ansonsten müsste ich bei allen anderen eine Note schlechter gehen. Da müsste ich Kimmich 5, Pablo 5 und Dyer 5. Dann könnten wir bei ihm auf eine 4 reden. Ich bleibe es mal so. Wir lassen ihn mal bei einer 3,5. Wie gesagt, war der einzigste Spieler, der für mich dann auch mal den Ball schnell weitergespielt hat und nicht erst wieder angenommen und bla und Sülz. War der immer ein bisschen was versucht hat, aber ohne irgendeinen Partner, ohne irgendeine Anspielstation ist es halt auch dann super schwierig. Ja? Und das war heute halt einfach nicht gegeben. Aber war auch der noch versucht hat, nach hinten zu arbeiten. Nichtsdestotrotz hat er auch in der Defensive 1, 2 Zweikämpfe leichtsinnig verloren, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, war aber für mich noch der auffälligste da vorne. Gut, dann kommen wir zu Musiala. Da muss ich erstmal wieder zurück. Jamal, für mich heute Note 5. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das war gar nichts. Ja, und das war über 90 Minuten gar nichts. Nicht eine gute Phase gehabt. Hat natürlich einen schweren Stand gehabt. Ja, das brauchen wir gar nicht verheimlichen. Habe ich ja gerade schon gesagt, die Mitte war zu. Ja, man hat ihn super aus dem Spiel genommen. Aber selbst wenn es dann mal 1, 2 Mal kleine überhaupt Ballaktionen gab, das war Katastrophe. Ja, es war wieder super eigensinnig. Wie soll ich das beschreiben? Wie vergleichen wir das? Wir hatten das mal früher
Ich weiß gar nicht, beim Franck hatten wir das auch mal eine Zeit lang. Dass man sich über jeden Zweikampf beschwert und nach irgendeiner Karte fordert und sonst was so tut, als wäre das Majestätsbeleidigung. Ja, das war heute Jamal Musiala. Ja, das muss er ganz, ganz schnell abstellen, sonst wird er nie ein großer werden. Ja, guckt euch mal Lionel Messi an, wie oft der in Spielen auf die Knochen gekriegt hat und der ist einfach aufgestanden, hat weiter Fußball gespielt. Da hast du nicht einmal gesehen, dass er sich beim Schiedsrichter beschwert, da hast du nicht einmal gesehen, dass er eine gelbe Karte fordert, nicht einmal, dass er trotzig auf dem Boden sitzt oder sonst irgendeine Scheiße. Und das hast du heute durchgehend bei Jamal Musiala gesehen. Ja? Gefühlt jedes Foul, jeder Zweikampf war eine Majestätsbeleidigung. Das muss er abstellen. Ja? Aber schleunigst. Ja, deswegen für mich heute Note 5. Gut, damit kommen wir zu unserem Lieblingsspieler. Leroy Sané. Ja, ich kann ihm ja leider keine 5 geben, die er redlich verdient gehabt hätte, meiner Meinung nach. Von daher kriegt er aufgrund seines Tores eine Note 4. Ansonsten war das 1:1 das Spiel wie im letzten Spiel. Das war eine Katastrophe heute wieder. Jeder Ball in der Offensive. Eine Flanke habe ich gesehen auf der linken Seite. Eine Flanke, die er reingeschlagen hat, die grausam war. Ansonsten nichts. Nichts. Du konntest wieder sagen, oh, ja, der Ball geht auf Sané. Oh, ja, der Ball ist weg. Ja. Dass man dann Michael von der rechten Seite weggenommen hat, nachdem Boe eingewechselt wurde, um dann Leroy auf rechts zu bringen, habe ich gar nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Warum Tell unbedingt auf die linke Außenbahn? Habe ich nicht verstanden. Lass doch Leroy links, wenn du ihn unbedingt auf den Platz lassen willst. Lassen Michael rechts, stellen Tell vorne rein, lassen Müller dahinter, ziehen Musiala vielleicht nochmal einen nach hinten, damit wir mal ein bisschen Spielkontrolle kriegen, die wir gar nicht hatten. Und let's go. Ja, aber einen Michael da wegzuziehen von der rechten Seite, das war so eine dumme Entscheidung. Ja. Aber ja, Leroy stand dann da, wo der Schuss von Kimmich unglücklich abgeblockt wurde und dann konnte er den Ball ins leere Tor schieben. Applaus dafür. Note 4. Ansonsten alles andere war schlecht. Gut, damit kommen wir zu Thomas Müller. Da können wir es auch kurz und schmerzlos machen. Auch das ist Note 5 heute. Ja. Von dem war gar nichts zu sehen. Außer, oh ja, es ist ein Freistoß. Alter, ich krieg zu viel, wenn ich das sehe, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Das hat doch heute auch nichts, gar nichts von einem Kapitän oder Führungsspieler. Nichts auf dem Feld. Wirklich gar nichts. Ja? Kein dagegen stemmen, kein mal irgendwie, keine Ahnung, mal einen Spieler aufrappeln, sonst irgendwas. Nichts. Der war ganz und gar mit sich alleine beschäftigt. Und auch das ist eine Farce, dass der durchgespielt hat. Ein Schatten seiner selbst, absolut nicht zu sehen. Ja? Verstehe ich nicht. Warum nicht einfach da den jungen Jost reinstellen vorne? Ja, vielleicht hat er eine Sternstunde. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, es hätte aber auch nicht schlechter sein können. Ja. I don't know, warum man sich sowas antut. Aber gut, so ist es. Das zu Thomas Müller. Gut. Kommen wir doch zu unseren ganzen 3 Wechseln. Ja. Wild. Das sagt schon alles. Boe, ja, ist relativ wenig in Erscheinung getreten, können wir aber bewerten. 58. kam er rein. Konnte dem Spiel nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken. Lag natürlich auch daran, dass ganze 5 Minuten später dann sein Partner von der rechten Seite weggenommen wurde und er mit Leroy Sané spielen musste, was gar nicht geklappt hat, 0. Defensiv war es ordentlich, hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen, im Gegensatz zu Guerrero oder Conny Daimer. Das war fein. Ja, keine Ahnung, was soll man von ihm jetzt erwarten, dass er das Spiel da alleine dreht oder was? Weiß ich halt auch nicht. Ja. Von daher für mich, ja. Ja, eine 4. Man könnte auch eine 3,5 geben, ich gebe mal eine 4. Gut, dann kommen wir zu Leon Goretzka. Ja, auch da 30 Minuten gespielt, ist für mich auch eine Note 4, aufgrund der wenigen Spielzeit. Auch er konnte keinerlei Einfluss nehmen, wie auch wenn man ihn dann auf die Innenverteidigerposition sieht. Was in meinen Augen völlig sinnfrei ist. Ich habe es nicht verstanden. Ja, wenn du ihn schon bringst, dann nutzt doch, gerade wenn es 2:0 steht für den Gegner,
dann nutzt doch die Stärke. Und die Stärke von Leon ist, dass er präsent im anderen 16er ist. Ja, entweder stell ihn gleich vorne rein oder aber lass ihn halt auf einer sehr, sehr offensiven Acht, dass er immer wieder sich in den Strafraum begeben kann. Ja. Hat man nicht getan. I don't know why. Jo. Gut, dann haben wir Mathis Tell als letzten. Da ist er. Ja, Mathis Tell. Okay, wir haben 5 Minuten Nachspielzeit, benoten wir ihn, Note 5. Auch das war heute wieder eine Frechheit, die Leistung. Ja. Einfluss war 0. Das war eine 1:1 Leroy Sané-Leistung. Sogar noch einen Tacken schlechter, weil Leroy Sané mehr mit nach hinten arbeitet. Das muss man mal ganz klar sagen, wie es Mathis Tell getan hat. Ja. Dasselbe wie Pavlo wollen wir jetzt das auf seinen Schultern lassen und sagen, Mathis Tell muss da sonst was? Nein, die ganze Mannschaft war heute schlecht. Ja. Er hat sich halt einfach angepasst an das Mannschaftsniveau, das ist völlig fein. Natürlich spielt er für mich auch auf der verkehrten Position, erst recht, wenn wir nochmal die Aussagen von Vinny herbeinehmen. Ja, der ja in einem der letzten PKs sagte, man sieht einen Tell nicht auf der Außenposition, sondern auch in der mittleren Position. Dann weiß ich nicht, wenn Harry Kane dann ausfällt, warum darf er denn dann nicht auf dieser Position spielen? Hä? Ja, völlig fein. Ich habe Müller auch aufgestellt in meinem Taktikfuchs. Völlig fein, dass man mit Müller heute anfängt und sagt, ja, Müller hat ein okayes Spiel gemacht, letztes Spiel hat ein Türchen gemacht. Komm, den bringe ich rein gegen Mainz. Aber spätestens in der verfickten Halbzeit musst du doch einsehen, dass das absolut null Sinn hat. Ja? Und wenn du dann schon nicht die Eier hast, irgendwie einen 16-, 17-Jährigen da reinzustellen vorne in den Sturm, dann stell doch erstmal Mathis Tell rein. Wenn das dann immer noch nicht klappt mit dem Mathis Tell, ja, nimmst halt Müller raus, stellst einen Tell vorne rein. Wenn das dann immer noch nicht klappt, ja, dann kannst du ja gerne darüber nachdenken, lieber Sané oder sonst wen auszusetzen, Tell auf die linke Seite zu schieben und dann den jungen Stürmer da vorne reinzustellen. Oder wie ich schon sagte, stell Leon Goretzka dann da vorne rein. Ja. Aber ändert doch mal was. Haben wir nicht getan. Ja. Man hat es heute hingenommen. Man hat es heute hingenommen. Das ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Man hat es hingenommen. Ja, man hat sich nicht gewehrt. Gar nicht. Auch dann, wo wir das 1:2 gemacht haben. Ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, als würden wir noch ein Tor schießen. Das ist traurig zu sagen, ja, aber so war es. Und die Mannschaft hat auch nicht gespielt. Die Mannschaft hat so gespielt, als wäre es gerade 30. Minute und wir suchen eine Lücke in der Mainzer Abwehr. Ja, das müsst ihr euch mal reintun. Wir haben quer nach hinten gespielt, anstatt den Ball doch einfach nach außen zu legen, hoch rein zu flanken, Leon vorne reinzuschieben, vielleicht auch noch Min-Jae Kim vorne reinzuschieben und irgendeinen hinten stehen zu lassen als Absicherung und die Bälle hoch da reinzuschlagen, um irgendwie das 2:2 zu machen. Nee, wir haben einfach unseren fucking Stiefel weitergespielt. Ja, als würde es 30. Minute stehen und wir würden 3:0 führen. Ja, und dass das heute nicht gut war und nicht gereicht hat und völlig zu Recht, ja, nochmal, Mainz war in allen Belangen heute besser auf dem Feld. Ja, die waren gefährlicher im Ballbesitz, die waren schneller, die waren fickriger im Zweikampf, alles. Die haben uns den Schneid abgekauft, ja. Und nochmal, es ist völlig fein, dass wir so ein Spiel drin haben nach so vielen englischen Wochen mit Nationalspieler, allen drum und dran. Völlig verständlich, das sind alles Menschen. Ja? Das will ich gar nicht schlecht reden oder sagen, man muss wie ein Roboter agieren. Nein. Aber wenn dem doch so ist, dann muss ich das doch erstmal als Trainer sehen. Ja? Das ist ja schon mal Punkt 1. Richtig? Wenn ich das da nicht sehe, sehe ich das doch spätestens nach den ersten 45 Minuten. Ja? Und dann muss ich halt einfach mal in der Halbzeit sagen, zum Beispiel, pass mal auf, ich sehe das, ihr seid müde. Ich werde jetzt hier mal die junge Garde reinwerfen. Ja, in der Hoffnung, dass noch was funzt. Ja. Dass man das nicht tut, damit greife ich schon ein bisschen vor. Wir haben natürlich noch das Spiel gegen Leipzig. Dann gibt es natürlich so meine Meinung zur Hinrunde, wo ich eigentlich nichts groß zu meckern habe, jetzt mal abgesehen von 2 einzelnen Halbzeiten.
Eine in Barcelona, eine in Dortmund und jetzt das Spiel gegen Mainz. Ansonsten war ich mit allem fein bisher, außer dass man den Worten, die man gesagt hat, mal wieder keine Taten folgen lässt. Ja, nochmal, ein Adam Aznu, dass man ihn jetzt nicht herangeführt hat in den letzten Wochen und Monaten, ist eine Katastrophe. Ist wirklich eine Katastrophe. Dass man da lieber einen Conny Leimer als irgendwo einen Verteidiger integrieren möchte, was er nicht ist. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist aber das Einzige, was ich irgendwie auszusetzen habe, dass so eine Niederlage kommt. Ja, dass sie in Mainz kommt. Ja, Mainz ist immer fickrig gegen uns. Ja. Auch Leipzig wird mega fickrig gegen uns sein. Und mal Grüße gehen raus an Uli Hoeneß für, dass wir ja schon deutscher Meister sind, wa? Ja, Leverkusen 4 Punkte, glaube ich jetzt. Ja, gegen Leipzig haben wir auch lange noch nicht gewonnen. Und selbst wenn es bei diesen 4 Punkten bleibt, ja, ich denke, wir erinnern uns alle an die letzte Rückrunde. Ja. Ist die Mannschaft eine andere dieses Jahr? Bisher nicht wirklich, oder? Hat sich die Mannschaft heute gewehrt? War heute irgendein Führungsspieler da, der das Heft in die Hand genommen hat? Grüße gehen raus an Josua oder auch an Leon. Alle, die die Führungsspieler sein wollen, an Thomas Müller. Ja. Nee. Ja. Das war heute wieder so, ja, es geht nicht, alles gut. Wir spielen unseren Stiefel weiter und gut ist. Ja. Man hat es hingenommen. Und das ist natürlich ein Zeichen, da sind wir mal gespannt. Nochmal, die Rückrunde, die Mannschaften stellen sich darauf ein, wie wir Fußball spielen. Ja? Das muss man mal ganz klar sagen. Die wird mit Sicherheit nicht einfacher wie die Hinrunde, die Rückrunde. Ja, und man sieht, was ja auch völlig normal ist, wie abhängig man ist von einem Harry Kane und natürlich von einem Jamal Musiala. Und wenn der Gegner dann Jamal Musiala rausnimmt und ansonsten nichts wirklich mehr ansatzweise Durchschlagskraft hat da vorne, dann sehen wir das, was wir heute gesehen haben, dass wir uns keinerlei ernsthafte Chancen erspielen. Ja, und dann das Spiel zu Recht, völlig verdient, 2:1 verlieren. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, wir sehen uns, hören uns wahrscheinlich, wenn es gesundheitlich bei mir in die richtige Richtung geht. Montag, 18 Uhr, live auf Twitch im Stream. Und dann können wir mal die eine oder andere These, die ich hier heute aufgestellt habe, diskutieren. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.